Und damit hallo und herzlich willkommen zum Saisonauftakt der NASCAR Whelen Euro Series 2022 auf dem Circuit Ricardo Tormo im spanischen Valencia. Das Warten hat endlich ein Ende. Wir starten in die neue Saison und mittendrin der Luxemburger Gil Linster, der im Jahr 2022 für Cal Racing an den Start gehen wird. Wir fokussieren uns also auf die Euro-NASCAR 2 Meisterschaft und auf den Chevrolet Camaro mit der Startnummer 56 zu erkennen an dem charakteristischen Design. Gelb-blau ist das Auto und ganz groß drauf der Sponsor von Gil Linster. Verge ist mit an Bord hier in der Saison der NASCAR Whelen Euro Series. Wie gesagt, wir schauen auf die beiden Rennen der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft, die beim Auftakt auf dem Circuit Ricardo Tormo auf dem Programm stehen. Das hier ist die Strecke, das ist die Arena. Die kennen wir normalerweise aus der MotoGP. Hier sind dann hunderttausende Zuschauer vor Ort, um sich die Rennen anzuschauen. Bei der Euro-NASCAR, und die muss sich da wirklich nicht verstecken, waren es an diesem Rennwochenende insgesamt 18.000 Fans. 15 Runden werden in der Euro-NASCAR 2 gefahren. Gil Linster hat im Qualifying eine wirklich gute Leistung gezeigt. Er hat sich für die Top-Positionen qualifiziert. Hier sehen wir das Grid. Er startet auf der Außenbahn aus der zweiten Reihe direkt neben den aktuellen Champion Martin Dubek. Auf den ersten beiden Positionen haben wir Vladimiros Tzotzis und YouTube-Star Alberto Nasca. Die Saison 2022 ist offiziell eröffnet. Gil Linster zieht da außen gleich mal so weit es raus, wie es nur geht, um hier die bestmögliche Linie für Turn 1 zu haben. Aber der Luxemburger scheint erst einmal auf die 4. Position zurückzufallen. Denkste, hier kommt der Konter gegen Martin Dubek. An der Spitze haben wir Vladimiros Tzotzis auf der 1, Alberto Nasca auf der 2. Und jetzt ist die große Frage, wer übernimmt die 3. Position? Martin Dubek oder Gil Linster? Die nächste Kurve ist eine Rechtskurve. Also Vorteil für den Luxemburger im gelben Auto. Und Martin Dubek dreht sich weg. Martin Dubek, der aktuelle Champion, verliert hier viele Positionen. Wir haben noch ein zweites Auto mit involviert. Jetzt sind wir on board bei Martin Dubek, der einen richtig dicken Hals hat und hier versucht wieder in Richtung Spitze zu fahren. Da hat er gerade 2 Konkurrenten auf einmal überholt. Das war wirklich ein starkes Manöver. Hier haben wir Gil Linster, der greift nach der 2. Position von Alberto Nasca. Das ist ein YouTube-Star aus Italien mit über 700.000 Followern auf seinem Motorsport-Kanal. Nasca kommt aus dem Motorradrennsport, hat aber auch schon viele Fahrzeuge gesteuert in seiner Karriere. Das hier ist sein erstes Euro-NASCAR-Rennen und er verteidigt sich hier gerade gegen Gil Linster in der Startnummer 56. Im Winter hatte Linster etwas mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er ist noch nicht bei 100%, aber auf dem Weg der Besserung. Nein, es war nicht Corona, aber dennoch muss er sich noch wieder ein wenig zurückkämpfen, um in Form zu gelangen. Das ist Martin Dubek. Die nächste super Aktion des Tschechen. Wiederholt er 2 Positionen auf und das mit nur einem einzigen Manöver. Also Martin Dubek ist hier on fire und übernimmt schon nach diesem frühen Dreher die 6. Position. Also der ist hier auf dem Vormarsch. 2021 hat er mit Hendricks Motorsport den Titel gewonnen in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. Er verteidigt ihn im Jahr 2022 und startet auch in der Euro-NASCAR Pro Meisterschaft. Das ist die Kategorie für die Profifahrer. Gil Linster startet in der Euro-NASCAR 2. Das ist die Meisterschaft für junge Talente und Gentleman-Fahrer. Und wir wissen, wie viel Potenzial Gil Linster eigentlich hat. Hätte es die Coronavirus-Pandemie nicht gegeben, wäre er sicher in den Vereinigten Staaten von Amerika so richtig durchgestartet. Vergangenes Jahr hat er bereits sein Comeback in der NASCAR Whelen Euro Series gefeiert und jetzt soll es mit Cal Racing in Richtung Spitze gehen und in diesem Rennen sieht es bisher gut aus. Das hier ist der Führende, das ist Vladimiros Tzotzis aus Zypern. Er fährt für Academy Motorsport, Alex Coffey Motorsports hier in dieser Saison. Vergangenes Jahr hat er seine erste Pole Position auf dem Circuit Zolder in Belgien geholt. Hier in Valencia folgte seine 2. Pole Position. Gewonnen hat er bisher noch kein einziges Euro-NASCAR-Rennen. Ui, das war jetzt gerade mal ein irrer Drift von Alberto Nasca. Frei übersetzt heißt es die Nase aus dem Italienischen. Sein bürgerlicher Name ist Alberto Fontana, aber alle nennen ihn Nasca und dass Alberto Nasca irgendwann mal NASCAR fahren musste, das war doch wohl klar. Hier haben wir Melvin de Groot aus den Niederlanden, die Startnummer 69, das war ein irrer Safe, aber er verliert da eine Position. Es geht da um Rang 8
Francesco Caristo macht da eine Position gut. Melvin de Groot führt weiterhin die Legend Trophy an. Das ist die Sonderwertung für Fahrer ab 40 Jahre. Und da ist der Niederländer momentan der beste Fahrer im Feld. Wir haben ein Rekordfeld in der NASCAR Whelen Euroseries 2021. Noch nie hat es insgesamt 37 eingeschriebene Vollzeitautos gegeben. Also das Feld ist proppevoll und dementsprechend geht es hier auch richtig heiß zur Sache. Wir haben Luli Del Castillo, eine neue Dame im Feld, in der Startnummer 54. Dahinter Andrea Tranconi und Paolo Valeri, der hier beinahe die Kontrolle über das Auto verliert, aber die Startnummer 8 von Racers Motorsports noch einmal eingefangen hat. 5 Damen fahren in der Euro NASCAR 2 mit. Luli Del Castillo, Ariana Casoli, das ist die aktuelle Meisterin. Dann haben wir Alina Leubniger und die beiden Zwillinge Jasmin und Alia Koloc. Jasmin Koloc musste das Auto aber an diesem Rennwochenende an Theo Calvé übergeben, weil sie einen heftigen Unfall in Spa hatte und sich noch nicht so ganz wohl gefühlt hat. Dementsprechend ist der Truck-Experte eben kurzfristig eingesprungen. Wir fahren mit bei Andrea Tranconi und der hat da Luli Del Castillo vor sich, aber findet bisher keine Lücke. Und dann haben wir Paolo Valeri in der Startnummer 8. Das hier ist der Kampf um die 16. Position. Wir springen wieder zurück an die Spitze. Hier haben wir Liam Hesemanns. Das ist der jüngere Bruder von Loris Hesemanns. Und jeder, der die Euro NASCAR verfolgt, der weiß ganz genau, Loris Hesemanns, das ist ein zweimaliger Euro NASCAR Pro Champion. Das ist auch der aktuelle Meister. Der konzentriert sich aber auf seine Karriere in den USA mit Team Heseberg. Das ist das NASCAR Cup Series Team, das sein Vater aufgebaut hat, Twan Hesemanns. Der Name Hesemanns lebt in der Euro NASCAR weiter mit einem neuen, jungen Piloten, der hier an den Start geht. Liam Hesemanns kommt direkt aus dem Kartsport. Der hat bisher noch kein einziges Automobilrennen bestritten. Jetzt wird er vom 2018er Euro NASCAR 2 Champion Ulysse Desson überholt. Hier geht es um die 5. Position. Also Liam Hesemanns ist jetzt 6. Ulysse Desson ist 5. Ja, es sind insgesamt 17 Rookies hier mit von der Partie in der Euro NASCAR 2. Die Serie hat viele, viele neue Namen angelockt, die sich jetzt in der Welt der NASCAR Whelen Euroseries hier beweisen wollen. Dazu gehört eben Liam Hesemanns. Und hier haben wir Jill Linster. Der Kampf um die 3. Position. Martin Dubek ist zurück an der Spitze. Das wird jetzt eine ganz heiße Nummer. Hier fährt eine Menge Erfahrung direkt hintereinander. Beide sind sie schon seit vielen, vielen Jahren Teil der NASCAR Whelen Euroseries. Jill Linster mit einer kleinen Pause, um sein Abenteuer in den USA zu forcieren, das dann durch die Coronavirus-Pandemie, wie gesagt, unterbrochen worden ist. Und jetzt feiert er sein Comeback, seine Renaissance in der NASCAR Whelen Euroseries seit 2021. Und jetzt muss Jill Linster aufpassen. Martin Dubek ist bereit, hier die 56 zu attackieren. Wir sind in Kurve 1. Noch hat Jill Linster hier die Möglichkeit, die Tür zuzuhalten. Jetzt kommt aber die Attacke in Turn 2 und Martin Dubek geht vorbei. Der Konter von Jill Linster. Das war fast der Pass in the Grass, aber es hat nicht gereicht. Jill Linster fällt auf die 4. Position zurück. Martin Dubek ist neuer Dritter. Der aktuelle Euro NASCAR 2 Champion macht ernst nach dem Dreher in der ersten Runde. Geht er hier jetzt an Jill Linster vorbei, der weiterhin auf einer sehr soliden Position unterwegs ist. Wie gesagt, der ist gesundheitlich nicht bei 100%. Wir sind wieder bei Trancoli und dieses Mal hat er Theo Calvé vor sich. Das ist der Ersatzmann von Jasmin Koloc, die hier nicht gestartet ist, aufgrund ihrer Probleme nach dem Unfall, den sie in Spa-Francorchamps hatte. Hier vorne haben wir das Auto von Leonardo Colavita gesehen. Der 17-Jährige fährt mit der Startnummer 47 und wird direkt von JTG Doherty Racing aus den Vereinigten Staaten von Amerika unterstützt. 2021 ist Leonardo Colavita mit 16 Jahren und ich glaube 5 Tagen der jüngste Pilot in der Euro NASCAR Geschichte geworden. Und hier gibt es ein Techtelmechtel zwischen Tranconi und Theo Calvé und der Franzose steht da jetzt erst einmal auf der Strecke. Es braucht zum Glück kein Safety Car. Ganz sauber war das aber nicht von der Startnummer 1. Das hier ist der Teamkollege von Andrea Tranconi. Das ist Vladimiros Tsotzis. Und der fährt hier womöglich zu seinem ersten Sieg in seiner Euro NASCAR Karriere. Es sind nur noch wenige Meter für die Startnummer 5. Alberto Nasca hat über 6 Sekunden Rückstand. Also die Geschichte ist eingetütet.
Vladimiros Tzotzis gewinnt erstmals ein Euro-NASCAR-Rennen. Dann haben wir Alberto Nasca auf der 2, Martin Dubek auf der 3. Jill holt hier ein richtig starkes Ergebnis. Platz 4 für den Luxemburger vor Ulysse Dilson. Also der Cal Racing Pilot hat gezeigt, was er drauf hat. Das war eine richtig starke Leistung. Wir hören rein beim Sieger. Tzotzis sagt, wir wollen von Beginn an Vollgas geben und das haben wir hier gezeigt. Wir haben ein Rennen gewonnen. Es geht darum, konstant zu sein und genau diesen Job wollen wir das ganze Jahr über schaffen. Also, Vladimiros Tzotzis gewinnt zum ersten Mal in seiner Karriere ein Rennen in der Euro-NASCAR 2 Meisterschaft. Alberto Nasca wird Zweiter, Martin Dubek wird Dritter und Jill verpasst nur ganz knapp das Podium hier beim ersten Rennen der Saison 2022. In der Rookie Trophy haben wir Nasca vor Hesemanns und Paul Geoffroy. In der Legend Trophy gewinnt Melvin de Groot vor Miguel Gomez und Jevgen Sokolowski. In der Lady Trophy haben wir Alia Koloc vor Luli de Castello und Ariana Casoli. Das war das erste Rennen. Wir sind sofort bereit für Rennen Nummer 2 am Sonntag. Es ist nochmal knackig heiß geworden in Valencia. Ich war ja selber vor Ort und durfte mir die Rennen der Euro-NASCAR auf dem Circuit Ricardo Tormo anschauen. 18.000 Zuschauer, eine Menge Familien vor Ort und wir sehen auch warum. Es sind richtig tolle Festivals für Groß und Klein und das Ganze mit einem US-amerikanischen Touch. Auch am Sonntag 15 Runden stehen hier auf dem Programm. Vladimiros Tzotzis startet von der Pole Position neben Alberto Nasca. Wir sehen Jill in Startreihe Nummer 3. Dieses Mal startet er innen in seinem gelb-blauen Fahrzeug. Das ist der Chevrolet Camaro mit der 56 von Cal Racing. Insgesamt haben wir hier 33 Fahrzeuge am Start. Und jetzt geht es los. Green Flag ist in the air. Das zweite Euro-NASCAR 2 Rennen ist eröffnet. Wir haben Nasca auf der äußeren Linie. Dahinter lauert Jill auf seine Chance. Aber Alberto Nasca übernimmt hier erst einmal die Führung in Turn 1. Kommt zwar weit raus, da ist aber alles fair und glatt gelaufen. Jetzt vielleicht der Konter von Vladimiros Tzotzis innen. Jill lauert auf seine Chance auf der äußeren Linie in der 56. Er liegt da genau neben Martin Dubek auf der 3. Position. Und jetzt haben wir Alberto Nasca an der Spitze. Der italienische Rookie wird erstmals in seiner Karriere ein Euro-NASCAR-Rennen anführen. Auf der 2 haben wir dann Vladimiros Tzotzis, der Vortagessieger. Und dann eben Jill und der hat Martin Dubek und Liam Hesemanns da im Schlepptau. Alberto Nasca möchte unbedingt hier am ersten Rennwochenende sein erstes Rennen gewinnen, aber dafür muss er Vladimiros Tzotzis hinter sich halten und der Zyprer hat am Vortag bewiesen, wie stark er in seinem Auto von Academy Motorsport ist. Jill hält sich dahinter tapfer auf der 3. Position. Mithalten mit den beiden kann er zwar hier noch nicht sofort, aber Martin Dubek und Liam Hesemanns finden bisher keinen Weg am Luxemburger vorbei. Das Auto ist sehr gut abgestimmt von Jill. Das hat bereits Nicolo Rocca bewiesen. Er hat nämlich am Samstag das Euro-NASCAR Pro Rennen gewonnen. Am Sonntag kam sein italienischer Teamkollege, also Rocca, auf Platz 3 ins Ziel in der Euro-NASCAR Pro. Jill weiß also, dass sein Chevrolet Camaro verdammt schnell ist. Die beiden setzen sich hier ab, Alberto Nasca und Vladimiros Tzotzis. Wer kann dieses Rennen gewinnen? Wird es ein Doppelsieg für den Zyprer in der Startnummer 5 oder wird es der Premierensieg für Alberto Nasca? Das wäre für seine YouTube-Gefolgschaft mit Sicherheit eine ganz große Nummer. Im Live-Chat des Livestreams waren seine Fans wirklich dominant, aber hier macht er einen Fehler und verliert die Führung. Vladimiros Tzotzis jetzt auf der 1, kleiner Lock-up da auch von Alberto Nasca. Das vordere linke Rad ist da blockiert und dementsprechend jetzt Tzotzis auf Position 1, neu in Führung. Nasca auf 2, Linster weiterhin starker Dritter. Also es gefällt mir richtig gut, was der Luxemburger hier an diesem Rennwochenende leistet. Aber er hat den aktuellen Euro-NASCAR 2 Champion Martin Dubek im Schlepptau und der hat es schon im ersten Rennen geschafft, diese harte Nuss, diesen Jill zu knacken. Mal schauen, ob er es wieder packt. Der Tscheche setzt hier die Segel auf Angriff. Linster verteidigt sich bisher richtig gut. Macht sich breit in seinem Chevrolet Camaro. Der kennt sich aus. Der weiß genau, was diese Autos auf der Strecke machen. Der ist auch schon viele, viele Male hier in Valencia gestartet.
Also Jelinster hat da definitiv viele Erfahrungen, auf die er zurückgreifen kann. Das gleiche gilt aber eben auch für Martin Dubek. Und der hat vergangenes Jahr gezeigt, dass er den Killerinstinkt hat, um den Titel zu holen. Und so langsam aber sicher erhöht er den Druck. Und jetzt kommt die Attacke von Martin Dubek. Jelinster macht's clever, lässt die Tür auf. Der riskiert hier keinen Unfall. Er versucht es nochmal mit dem Konter. Aber Martin Dubek übernimmt hier die 3. Position. Jelinster ist wie im ersten Rennen geschlagen auf der 4. Position. Trotzdem ist das ein solides Ergebnis. Aber jetzt muss er aufpassen, denn Liam Hesemanns ist da, der Newcomer, der Bruder von Loris Hesemanns. Der hat die richtige DNS. Der weiß ganz genau, was es braucht, um in der Euro-NASCAR erfolgreich zu sein. Sein Bruder hat es ihm vorgemacht. Das sind große Fußstapfen, in die er da tritt, dieser Liam Hesemanns. Und jetzt versucht er hier an Jelinster vorbeizugehen. Das ist quasi ein Spiegelbild des Überholmanövers von Martin Dubek. Jelinster verliert auch die 4. Position und liegt damit auf Rang 5. Obwohl er da zeitweise auf Platz 3 unterwegs gewesen ist. Wir müssen, wie gesagt, immer daran denken, noch ist Jelinster nicht bei 100% und trotzdem fährt er hier um einen Platz auf dem Podium mit. Rang 5, das ist eine sehr respektable Leistung des Luxemburgers. Hier haben wir Michael Bleekemolen in der Startnummer 72. Das ist der älteste Fahrer im Feld mit, ja, 72 Jahren. Michael Bleekemolen hat sogar mal ein Formel-1-Rennen bestritten. Der wird hier überholt. Erst von Advait Deodar, das ist die Startnummer 90 von Not Only Motorsport. Deodar hat vergangenes Jahr in Brands Hatch seinen ersten Euro-NASCAR-Sieg gefeiert. Und auch Melvin de Groot ist da an Michael Bleekemolen vorbeigegangen. Aber der 72-Jährige, der gibt da nicht auf und der attackiert da sogar den eigenen Teamkollegen. Das sind 2 Autos aus dem Hause Team Bleekemolen. Die Niederländer jetzt hier im teaminternen Duell. Die 72 gegen die 69. Schön zu sehen, dass es hier in der NASCAR Whelen Euro Series nicht ansatzweise Teamorder, Stallorder oder sonst irgendetwas gibt. Hier ist jeder sich selbst der Nächste. Also, es gibt hier keine strategischen Geschichten. Hier fährt jeder für sein eigenes Ergebnis, auch wenn es dann heißt, dass man den Teamkollegen ordentlich unter Druck setzen muss. Unter Druck gesetzt fühlt sich jetzt hier auch Jelinster, denn er hat jetzt Ulysse Delson hinter sich. Der Champion der Euro-NASCAR 2 des Jahres 2018 macht in seinem Auto von RDV Competition ordentlich Druck. Und da gibt es einen kleinen Verbremser von Jelinster, der da weit rauskommt in dieser Kurve. Und Ulysse Delson nutzt das eiskalt aus. Die beiden jetzt nebeneinander. Ulysse Delson hat in der nächsten Kurve den Vorteil und sollte es schaffen, hier an Linster vorbeizugehen. So ist es auch. Jelinster liegt damit auf der 6. Position. Der Franzose übernimmt Rang 5. Wie gesagt, es geht zwar hier für Jelinster Stück für Stück nach hinten, aber dennoch ist das hier weiterhin ein gutes Ergebnis. Natürlich möchte er am Ende des Jahres in der Gesamtwertung ein Wörtchen vorne an der Spitze mitreden. Und diese Ergebnisse hier in Valencia könnten eine gute Basis dafür sein. Also Konstanz ist der Schlüssel zum Erfolg. Dementsprechend ist es gar nicht so wichtig, hier unbedingt mit der Brechstange zu gewinnen, sondern es ist viel wichtiger, konstant Punkte einzufahren. Und genau das macht Linster hier momentan in der Startnummer 56. Hier haben wir Theo Calvé. Uiuiui, der hat ja ganz schöne Probleme, das Auto unter Kontrolle zu halten. In der 54, das ist Luli De Castello, die Italienerin. Und dann haben wir Christian Malcharek in der Startnummer 24. Der teilt sich das Auto mit dem dreimaligen Champion Alon Day. Das ist das PK-Carsport Auto von Anthony Kümpen. Das ist der Teamchef. Kümpen hat die Meisterschaft in seiner Karriere 2-mal gewonnen. Alon Day, der in der Euro-NASCAR Pro fährt, hat bereits 3 Titel geholt. Und Christian Malcharek, der ist früher schon Euro-NASCAR gefahren und kehrt im Jahr 2022 in die Serie zurück, eben mit den Belgiern, mit PK-Carsport im Chevrolet Camaro. Theo Calvé behält hier erst einmal die 15. Position vor Luli De Castello. Jetzt schauen wir wieder an die Spitze. Das hier ist Vladimiros Zorzis. Der wird gleich auf Position 1 ins Ziel fahren, aber ich kann schon mal so viel verraten. Er wird diesen Sieg am grünen Tisch verlieren, weil es da Unregelmäßigkeiten am Fahrzeug mit der Startnummer 5 gegeben hat. Und dementsprechend gewinnt Alberto Nascar das zweite Euro-NASCAR 2 Rennen der Saison 2022. Martin Dubek wird Zweiter, Hesemanns Dritter, Delson Vierter, Jelinster komplettiert auf Rang 5 die Top 5. Und Vladimiros Zorzis bekommt eine Strafe von 10 Positionen und liegt damit nur auf Rang 11.
Hier haben wir den Rennsieger Alberto Nascar. Die Startnummer 88, der Rookie, gewinnt gleich bei seinem Debüt-Rennwochenende. Stark gemacht. Nascar führt auch die Gesamtwertung an. Jill Linster teilt sich Platz 4 mit Liam Hesemanns und Ulysse Delson. Die haben alle 65 Punkte geholt. Die Rookie Trophy gewinnt Nascar, Melvin de Groot gewinnt in der Legend Trophy und Del Castello gewinnt die Lady Trophy. Das war's. Mein Name ist André Wiegold. Ciao, bis zum nächsten Mal.